Was geht, meine Freunde? Ja, Xulus Beck am Start und ich begrüße euch da ganz herzlich zu dem neuen Video auf YouTube. Es ist wieder Montag und das bedeutet, es gibt wieder ein neues Video. Und das heutige Thema ist Serien. Viele Leute fragen sich wahrscheinlich, was habe ich die letzte Zeit gemacht? Oder wie auch immer, wahrscheinlich fragt sich das niemand, weil sich niemand für mich interessiert. Aber ich habe jetzt seit etwa sicher 3 bis 4 Wochen nicht mehr gestreamt aktiv und auch nicht mehr aktiv gamet sozusagen. Also ich habe seit 3 Wochen game, wie sagen wir, game ich einfach nicht mehr. Ich bin krank, ich weiß, aber ich game einfach nicht mehr. Interessiert wahrscheinlich auch niemand. Aber was ich in der Zwischenzeit gemacht habe, ist Netflix-Suchten. Ich bin von der einen Sucht in die andere Sucht hineingegangen, von der Gamesucht in die Seriensucht. Und heute wollte ich euch meine Top 5 Serien von Netflix vorstellen, die ich am besten gefunden habe. Und zwar fangen wir an mit Netflix, mit der Folge Nummer 1, und zwar White Collar. Ich sehe hier oben ein Foto. White Collar ist eine von meiner Lieblingsserien, weil es vor allem darum geht, dass es einen gescheiten Mann gibt. Oder die meisten von meinen Lieblingsserien sind eigentlich so aufgebaut, dass es meistens um so realistische Sachen geht, die könnten passieren. Und das ist etwas, was ich eigentlich mega nice finde. Und in White Collar geht es halt darum, dass einer im FBI hilft, also einer, der ganz gescheit war am Anfang, als ein Gefängnisausbruch ist und so, aber viel wollte ich euch eigentlich nicht sagen. Aber das ist meine Top Nummer 1. Meine Top Nummer 2 ist Scorpion, das ist fast eine ähnliche Serie, die auch in der Polizei hilft, in Gruppen. Sie sind auch alle mega gescheit. Keine Ahnung. Ich fühle einfach so Serien, wo so alles noch ein bisschen realistisch können sein. Das Einzige, was mir nicht gefällt, dass Scorpion ist, dass auch in vielen Folgen werden Szenarien, oder besser gesagt Hintergründe, also nicht Hintergründe, sondern an diesem Standort, wo es spielt, ist vieles nicht echt. Also man merkt es richtig, dass es nicht gut gemacht ist, sondern es geht mehr um den Inhalt. Ja. Aber sonst gefällt es mir eigentlich sehr gut. Dann Top 3 ist Haus des Geldes. Absolut süchtig danach. Ich habe die zweite Staffel rausgekommen ist, in einem Tag durchgesuchtet. Also ich bin ein absoluter Suchti, was das angeht. Zum Beispiel habe ich letzte Woche Stranger Things, sind 3 Staffeln, wenn es mit ist, ja, alle 3 Staffeln in 2,5 Tagen durchgeschaut. Jetzt Riverdale am Schauen seit 4 Tagen. Auch schon wieder in der 3. Staffel. Also, ja, aber das sind meine Top 3 Serien. Jetzt kommen wir zur 4, das ist Stranger Things. Am Anfang überhaupt nicht mein Thema gewesen, vor allem weil ich das überhaupt nicht gerne habe, so... Hey! Was soll das? Mein Licht ist kleiner geworden. Weil ich das überhaupt nicht gerne habe, was so Serien angeht, von so in den 80er Jahren spielen allgemein oder einfach nur um Kinder geht. Aber irgendwie hat es mich nach der 3. Folge gecatcht, also sehr sogar. Aber irgendwie ist viele Sachen es hat sehr viele Filmfehler drin, die mir aufgefallen sind. Vor allem in den letzten Staffeln, in den letzten Folgen hat es ein paar Filmfehler drin, die mich persönlich nerven, aber wahrscheinlich gar nicht vielen auffällt. Aber ich schaue sehr recht auf so Sachen, um Musik, Umgebung und so. Mir geht es nicht nur um den Inhalt. Und das habe ich schade gefunden, dass die letzte Staffel einfach nur noch so schnell rausproduziert wurde. Ich weiß natürlich nicht, wie lange das gegangen ist, die letzte Staffel, wie sie die produziert haben, aber ich habe das Gefühl gehabt, es ist einfach nur noch so schnell gemacht. Ja, das ist Stranger Things. Und zu der letzten Serie kann ich nicht viel sagen, das ist... Mindhunter, genau. Und hier geht es darum, also die erste Folge, wenn ihr die schaut, denkt ihr, oh mein Gott, nein, niemals würde ich die schauen. Aber Mindhunter ist so eine Serie, die habe ich auch irgendwie in 3 Tagen durchgeschaut, also alle 2 Staffeln sind es, glaube ich, wenn es mich täuscht. Also alle Angaben ohne Gewehr, weil ich kann mich nicht
Also Staffeln und Folgeanzahlen interessieren mich eigentlich weniger. Aber Mindhunter wird erst richtig spannend so in der 3., 4. Folge. Also die erste Folge ist Katastrophe. Es wird einfach langsam darauf aufgebaut. Obwohl ich das überhaupt nicht gerne habe. Überhaupt nicht. Aber ich habe dem eine Chance gegeben und es gehört doch zu meiner Lieblingsserie. Es geht nämlich darum, also eine von meinen Lieblingsserien, weil es geht nämlich darum, dass das Wort Serienmörder entdeckt wird und das erforscht wird. Und das fühle ich. Und dann in der letzten Staffel geht es sogar, wenn sie mich nicht täuscht, sogar um ein richtiges Szenario, das passiert ist in Amerika damals. Und das ist auch eine mega Serie. Ja, und was ich noch sagen wollte, ich habe natürlich noch ganz viele andere Serien rausgesucht, die ich zu empfehlen habe und ich auch nicht schlecht finde. Überhaupt nicht. Und die tue ich unten in die Kommentare rein, würde ich mal so behaupten. Und ich würde sagen, das war es. Ich hoffe, ihr schaut die Serie. Ich kann sie wirklich nur empfehlen. Ich hoffe, ihr werdet nicht so ein Suchte wie ich. Und dann würde ich sagen, schöne Mühe miteinander.